Bub, wenn du gross bist, dann lernst du aber etwas Richtiges und suchst dir eine sichere Stelle. Hat er eine der ersten Erinnerungen an seine Eltern noch immer in den Ohren. An diesem Satz hat ihn schon immer etwas gewaltig gestört. Die meisten Leute, die seine Eltern als Vorbilder für diesen Leitsatz aufgeführt haben, sind ihm nämlich sehr unglücklich übergekommen. Zwar haben alle ihr Häuschen und mehr als genug Geld gehabt, aber sind auch ständig mit einer 20-ab-8-Schnurre rumgelaufen. So hat der Franz ihren unzufriedenen Gesichtsausdruck nämlich genannt, weil die Mundwinkel sich an der Ausrichtung vom entsprechenden Stunden- und Minutenzeiger orientiert haben. So hat er nie werden. Und das ist ihm bisher auch gelungen. Und überhaupt, trotz seiner bald 60 Jahre auf dem Buckel, hat er das mit dem Grosssein irgendwie verpasst. Die Körpergrösse von 1,55 Meter ist darum ein gutes Schlupfloch gegen ein schlechtes Gewissen geworden, das sich hin und wieder trotzdem anschleicht. So werden seine Eltern selig ihm auch seine unstete Arbeit verzeihen, hat er sich gedacht. Allgemein hat er sich daran gestört, dass der Begriff unstete Arbeit so negativ behaftet sei. Schliesslich würden sich ja die Bedürfnisse der Menschen auch ständig verändern. Warum also nicht auch übers Jahr verteilt verschiedene Arbeiten verrichten? Als ob das etwas Schlechtes wäre. Faul war der Franz schliesslich nie. Zum Start ins Jahr steht er jeweils am Skilift und schaut, dass alle einen Bügel unter dem Füdli haben und auf den Hügel raufkommen. Im Frühling jettet und präpariert er die Gartenbeete der Gemeinde. Daraufhin sorgt er den Sommer durch für frisch gemähte Rasenflächen und wenn es herbstelt, dann geht es ab in die Wümet. Sein eigentliches Highlight ist aber das Ende des Jahres. Als Fichtenfranz hat er sich in der Region in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Nicht nur ist er für die beste Christbaumauswahl weit und breit bekannt, nein. Trotz seiner bescheidenen Körpergrösse schultert der Franz auch noch jeden Baum bis zum Auto von seiner Kundschaft. Und für die ganz Beschäftigten hat er gar einen Liefer- und Schmückservice ins Leben gerufen. Der Franz stellt sich gern in den Dienst der Menschen, auch wenn die einen von ihnen noch immer auf ihn herabschauen. Obwohl er sich in den vergangenen Jahren eine treue Stammkundschaft aufgebaut hat, ist am Franz aktuell ein bisschen mulmig im Bauch. Gestern hat am anderen Ende vom Dorf nämlich einen Baumarkt aufgemacht. In der ersten Woche 50% auf alle Weihnachtsbäume, heisst es dort über dem Eingang in grossen, leuchtenden Buchstaben. Das halbe Dorf hat ihm zwar zugesichert, nicht auf die Bauernfängerei reinzugehen, aber Baumreservationen sind wegen dem gleich erst eine Handvoll bei ihm eingegangen. Der Franz ist schon ein Zeitchen im Geschäft. Aber jetzt hat auch das stoische Mantli die ein oder andere Schweissperle auf der Stirn. Auch die nächsten Tage bleibt es ruhig in seinem Häusli neben dem Fichtenhang. Inzwischen ist der 1. Dezember, der 4. Tag in Folge ohne Kundschaft. Am Franz wird halb schlecht, wenn er sich ausmalt, dass sein letztes Stündchen als Fichtenkönig geschlagen haben. Die Worte von seinen Eltern thronen wie schwarze Wolken über ihm. Vielleicht hätte er halt tatsächlich etwas Richtiges lernen. Statt in Panik zu verfallen, entscheidet sich der Franz, das Fenster von seinem Häuschen zuzuziehen und zuerst einmal ein Feuerchen zu machen. Wenn er sich schon keine Kunden reinholt, dann immerhin ein Kappenschlaf. Ein Poltern an der Scheibe reisst der Franz aus seinem Traum von dem Prachtsbaum vor dem Rockefeller Center in New York. Franz? Es ist die Moser von den Hochhäusern. Mein Gott, Franz, jetzt, wo ich dich hier so bewegungslos gesehen habe, ist mir gerade kurz das Herz in die Hose gerutscht. Hast du schon Schlimmes vermutet? Der Franz denkt sich, dass die Moser schon immer ein bisschen eine Drama-Queen war, schüttelt aber nur beruhigend den Kopf. Ich muss dir etwas beichten, stammelt die Moser. Ich traue es mir fast nicht zu sagen, aber weisst, gerade neben meiner Wohnung ist ja der Baumarkt aufgegangen. Der Franz muss den nächsten Satz gar nicht abwarten, um zu wissen, was als nächstes kommt. Dass es der Moser bei so einem Rabatt alle Sicherungen rausjagt, ist ihm so klar gewesen, wie das Amen in der Kille.
Die Moser war schliesslich auch die erste vom Dorf, die sich ein Päckchen aus China liefern lassen hat. Der Franz fragt die Moser, ob sie dann nur zu ihm gekommen sei, um ihm mitteilen, dass es den Fichtenfranz nicht mehr brauche. Da schüttelt die Moser den Kopf. Im Gegenteil. Ich muss ja zugeben, dass mich die Preise im Baumarkt umgehauen haben. Aber genauso hat es dann eben auch das Tandli nach 2 Tagen daheim umgehauen. Knick, aus die Maus. Der Franz kann sich da ein dreckiges Lachen nicht verkneifen. Er geht mit dem Moser durch die Fichten und bringt ein festliches Bäumchen an die Frau. Kaum hat er die Fichten von dem Moser ins Auto geladen, läutet in seinem Häuschen schon das Telefon. Franz, hast du noch einen Baum für mich? Keine 24 Stunden ist gegangen und das Schnäppli vom Baumarkt ist da grün plötzlich braun gewesen. Heisst es von den Versiedler. In den Stunden darauf häufen sich ähnliche Telefonate. Franz, lies es mal, ich sage dir. 2 Tage habe ich den Sicht daheim und schon mehr Nadeln am Boden als beim Platzspitz der 90er. Wenn du weisst, was ich meine. Passen ist das. Franz, du musst mir helfen. Es tut mir leid, dass ich nicht schon von Anfang an zu dir gekommen bin. Aber jetzt ist einfach der letzte Zwick an der Geisel. Oder auch. Ja, ich habe es schon lange gewusst. Ich habe ja allen gesagt, willst du an Weihnachten etwas Konstantes, dann musst du eben schon grad direkt zum Fichtenfranz. Spätestens nach dem Tag hat der Franz gewusst, er ist noch lange nicht am Ende. Seine Leidenschaft sorgt noch immer für zufriedene Kunden. Es ist 1. Dezember. Es geht wieder los. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid beim Audio-Adventskalender. Wir, das sind Anita Bleiker, Yvonne Lang, Miriam Moser, Ramona Rohner und Gabriel Marti. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt doch die Folgen, die euch gefallen, teilt den Podcast, sagt es eurem Umfeld weiter. Und wenn ihr uns mit einem finanziellen Zustupf unterstützen wollt, sehr gerne via Twint mit dem Vermerk Adventskalender an die Nummer 077 448 18 99. Schön sind ihr dabei. Bis morgen.